was ich sag. Wird Sonnenschick glänzert, meine Songs werden gespielt, und doch man kann's nicht hören, hörst du meine Stimme. Über die Musik, heute tatst du's fest, als kehrt's dir selbst, ist schon lang da gewesen. Gedanken zerbreseln, vielleicht sollten wir's nie mehr sagen, mei, wer weiß. Ich glaub, mir ist wurscht, lass die Lieder schallen und tanzen im Wind. Ein kleiner Wein auf'm Wasser, ist kein Kiesel nicht reingefallen, hat's kein Lifterl nicht gerührt, streck aus der Hand. Wenn dein Becher leer ist dein Becher voll. Wünsch ich, dass so bleibt, soll ja jeder hören. Es gibt da einen Brunnen, der ist nicht gemacht von Menschenhand, man sagt ein Weg. Kein einfaches Straßerl zwischen Tag und Nacht soll's dies geben, und wenn's denn gehst, kann keiner dir folgen. Den Gang, den darfst allein du gehen. Ein kleiner Wein auf'm Wasser, ist kein Kiesel nicht reingefallen, hat's kein Lifterl nicht gemacht, wenn's vorausgehen willst, dann musst du folgen. Doch wenn du fällst, dann fällst du allein und sollst du stehen. Wer wird dir den Weg zeigen? Wisse die wohin? Ich bringe die heim. Wenn das kein Hippie-Text ist, dann weiß ich nicht was. Das ist ein Song von Grateful Dead, Ripple heißt der, was so viel heißt wie kleines Wellchen oder Plätschern, kleines Plätschern im Wasser. Und ich habe den Song ausgewählt oder gemacht, weil übers Wochenende jetzt der Bob Weir, einer der Grateful Dead, seine letzte Reise angetreten hat, und ich bin ein riesen Grateful Dead Fan. Ich höre teilweise auf Tour den ganzen Tag Grateful Dead, während die in der Weltgeschichte umeinander fahren. Nicht immer, also ich habe schon auch meine Phasen, aber es ist ziemlich durchgehend jetzt, wie das letzte Jahr wieder. Das letzte Jahr bis jetzt ist eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Das ist nicht keine Musik für viele Leute, nicht weil es irgendwie kompliziert war oder so, ganz im Gegenteil. Es ist teilweise sehr, sehr einfach. Ganz einfache, kleine 60er, 70er Jahre Rock-Songs und ein paar Cover von anderen Künstlern und sowas. Aber es ist viel, also so die Leute, die schon länger Grateful Dead hören, oder schon was von einer gehört haben, vielleicht von euch, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Es würde mich nämlich echt interessieren, wie viele Grateful Dead Fans das so gibt in der Kommentarspalte. Bayerische. Und ja, also jetzt habe ich den Faden verloren, aber
Die Musik ist einfach, das ist viel Live-Gedudel und Jams und sowas. Und da muss man reinkommen oder halt nicht. Das ist auch vollkommen okay. Der Ripple, das ist jetzt eher ein untypischerer Song. Das spricht eher für einiges, was der Jerry Garcia, der andere Gitarrist und Sänger, also der Bobby Weir ist der eine Gitarrist und Sänger und der Jerry Garcia ist der eigentlich noch bekanntere zweite Gitarrist und Sänger gewesen. Der hat den Ripple auch gesungen und mitgeschrieben. Der Text, wie fast alle Texte oder sehr, sehr, sehr viele Texte von Grateful Dead ist von Robert Hunter. Der hat praktisch für die Band Texte geschrieben, hat auch Bücher geschrieben und so. Aber genau, dafür ist er bekannt und berühmt worden. Und das ist halt, ja, ich finde, das ist so ein leicht religiös angehauchter Song, aber nicht nur religiös, philosophisch eher wahrscheinlich. Eher so, genau. Den fand ich jetzt einfach irgendwie passend. Deswegen wünsche ich persönlich jetzt, lieber Bobby, alles Gute. Viel Spaß bei der Jam-Session mit dem Jerry. Und ich habe hiermit diese Musik zelebriert und werde es auch noch über lange Zeit hören, weil es gibt ungefähr 8000 Live-Alben und Mitschnitte von denen und da kratze ich nach mehreren Jahren Grateful Dead hören immer noch an der Oberfläche, von daher. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mich unterstützen, alle meine Patreons, alle PayPal-Unterstützer. Ich habe letztes Mal eine Nachricht gekriegt von einem PayPal-Unterstützer, der geschrieben hat, hey, ich hab da was rübergeschickt und nicht mal ein Danke dafür gekriegt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ja. Ich bin jetzt kein Influencer-Typ, der den ganzen Tag vor dem Computer hockt und Content macht und regelmäßig seine E-Mails checkt und so weiter. Es kann man schon mal durchrutschen. Es tut mir ganz, ganz herzlich leid. Ich versuche mich immer in meine Videos zu bedanken für alle Unterstützenden und möchte das auch hiermit wieder machen. Vielen Dank an alle. Egal, was ihr macht, PayPal, Patreon, auf meine Konzerte können wir eine CD kaufen. Alles cool. Vielen herzlichen Dank euch und ich versuche es immer wieder, euch auch persönlich Danke zum sagen. Am besten geht es natürlich, wenn wir uns beim Auftritt treffen. So, das war jetzt der Marketing-Teil aus irgendeinem Grund und das war's jetzt. Bleibt gesund, bleibt mutig, macht es gut und bis zum nächsten Mal.